Ich bin Fiona Schabani. Also ich bin Sina, ich bin 21 und wohne in Kreuzlingen. Ich arbeite in der Pflege seit 2,5 Jahren ausgelernt. Und ich habe bis vor einem Monat noch im Altersheim gearbeitet, auch in Kreuzlingen. Ich glaube, ich bin dort nach der Sek so ein bisschen reingerutscht auch. Einerseits habe ich den sozialen Kontakt mit den Menschen mega geschätzt und habe gedacht, als Base für eine Grundausbildung ist es sicher gar nichts Falsches. Man kann so viel weiteres machen damit. Also ich wollte mit Menschen arbeiten und ich habe ja dann lange auch einfach in der Betreuung gearbeitet und bin dann während der Lehre auf eine Pflegegruppe gekommen und habe dort so gemerkt, dass Pflege eigentlich mehr da ist, was ich gerne mache und auch das Medizinische da ist, was ich lieber oder was mich auch einfach mega interessiert. Ich hatte so viele Kolleginnen, die auch schon in der Pflege gearbeitet haben und da habe ich mich so als 15-Jährige, bald 16-Jährige, gefunden, das ist sicher das Perfekte für mich und ich habe es auch mega gerne gemacht. Und ich finde es schön an meinem Beruf, finde ich einfach, dass man wirklich wahnsinnig viele Menschen kennenlernt, die man sonst nie kennenlernen würde. Von Mitarbeitenden über Bewohnende, über auch Angehörige und ganz viele Menschenkontakt hat. Vor allem einfach der soziale Kontakt mit den Menschen. Du tust Probleme lösen oder Probleme angehen. Und du hast so viele verschiedene Arbeit. Es ist nicht nur etwas, das immer gleich ist, sondern es wechselt jeden Tag an. Es ist etwas anderes. Also grundsätzlich ist jeder Tag schon mal anders, weil man mega viele verschiedene Dienste hat. Ich glaube, so ein typischer Frühdienst, dort, wo ich gearbeitet habe, ist so, du kommst so kurz vor dem 7. und dann hast du erst mal 2 Krankmeldungen auf der Station. Zu dem Personalmangel, den man irgendwie schon im Dienstplan hat. Von der Nachtwacht einen Rapport bekommen und hören, was in der Nacht gelaufen ist, ob etwas Spezielles war, ob sie schon jemanden pflegen konnten oder auch nicht. Am Morgen sicher vom 7 bis 10 mindestens ist man einfach nur mit Pflege am Bett beschäftigt, mit dem Morgen machen, Medikamente verteilen. Und dann geht man mal auf die erste Runde, Medikamente verteilen, zuerst in den Wohnungen. Wir sind 7 Stück zum Beispiel. Zuerst in den Wohnungen und nachher im Essenraum unten. So Sachen und dann ist meistens kurz Pause. Und meistens bist du bis um 10 Uhr noch nicht fertig mit der ganzen Bettpflege. So. Du machst dann noch weiter bis am Mittag. Dann schaust du, dass du vor dem Mittagessen mal noch irgendwie dazu kommst, ein paar Sachen zu dokumentieren oder Auffälligkeiten zu melden. Und dann geht es weiter. Man bekommt den ganzen Tag einfach die ganze Zeit Anrufe, wo man noch organisatorisches Zeug noch macht nebenbei. Das geht eigentlich so ein bisschen durch den ganzen Tag verteilt mit Verbandswechseln und medizinaltechnischen Sachen. Je nachdem, was für einen Dienst hast und was sonst noch für Leute herum sind, hast du noch Visiten am Nachmittag, die sind meistens am Nachmittag. Oder Telefongespräche mit Ärzten und Angehörigen und Familiengespräche, so Sachen. Ich glaube, ein mega grundlegendes Problem in der Pflege ist, dass es einfach zu wenig Fachpersonal gibt. Es gibt überhaupt zu wenig Pflegepersonal, klar, aber es gibt auch vor allem zu wenig Fachpersonal ausgebildet. Ich meine, in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren werden noch mehr Leute pensioniert, die jahrelange Pflegeerfahrung haben und zum Beispiel 30 Jahre in der Pflege gearbeitet haben und jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist mega wichtig, dass unsere Leute überleben und dass es ihnen gut geht und dass sie alle ihre Medizin haben. Aber so das ganze andere, was eigentlich mega wichtig ist in der Pflege, wie Gespräche führen und schauen, dass es den Leuten auch emotional und psychisch gut geht, das kommt mega zu kurz. Also das heisst, so die ganze Betreuungs- und Pflegequalität leidet enorm unter einem Pflegemangel. Man merkt halt in der Pflege, dass sehr viele Pflegende auch krank oder mit Schmerzen arbeiten kommen, weil der Job ja schon recht kraftlastig ist. Und dann haben sie Rücken-, Knieprobleme und können gleich arbeiten. Weil es würde ja nicht funktionieren ohne mich. Und dann ist es mir schon lieber, wenn jemand daheim bleiben würde. Aber das geht ja nicht, weil wir ja nicht genug Personal haben. Und da ist auch schon das Problem, dass wir viel zu wenig Personal haben. Pflege- und Betreuungsqualität leiden unter einem Personalmangel, aber auch irgendwie unsere Psyche vom Personal leidet enorm darum, wenn wir ständig einspringen und ständig länger bleiben oder früher noch kommen. Schon auch halt durch soziales Leben wird
recht an den Rand drängt, wenn man hochprozentig schafft natürlich. Wenn man niedrigprozentig schafft, geht es ja eigentlich noch mit den frühen Nachtdiensten. Ich finde, das fängt schon bei der Ausbildung an. Also ich habe jetzt eine Lehre gemacht in der Pflege. Wenn ich jetzt eine HF mache, dann kann ich wieder mit einem Lohn von etwa 1000 Franken ausgehen über 3 Jahre. Das ist mega blöd, weil ich habe 6 Jahre Berufserfahrung in der Pflege und kann eigentlich wieder bei Null anfangen. Und das geht allen so, die diese Ausbildung machen. Dass ich Ja sage, ist sicher, weil ich selber in der Pflege arbeite und weil sich schon lange etwas ändern muss. Im Sozialwesen allgemein, vor allem in der Pflege, wo wirklich es fehlt Personal. Und es wird nicht besser in den nächsten paar Jahren und wir müssen etwas machen, weil wir werden selber älter und unsere Angehörigen. Und ich sage Ja zu der Pflegeinitiative, weil es ein guter erster Schritt ist, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und auch Pflege- und Betreuungsqualität zu sichern. Patientensicherheit und Bewohnersicherheit ist einfach oft nicht mehr gewährleistet. So. Und mit diesem Druck müssen die Pflegenden umgehen, weil wir wollen unseren Job gut machen, wir können aber auch einfach nicht mehr, wie wir machen. Und ich finde, das kommt mega wenig über, wenn Politiker über die Initiativen reden, die nicht in der Pflege arbeiten. So, ich glaube, wir haben alle verstanden, es ist mega schlimm, wir arbeiten mega viel für mega wenig Lohn unter mega schlechten Bedingungen. Ich glaube, das haben mittlerweile wirklich alle verstanden. Ich meine, wer pflegt die Personen? Wir werden nicht gesünder, wir werden älter. Man kann vieles reparieren, sozusagen. Wie vor 30 Jahren bist du an einer Lungenentzündung gestorben, heutzutage nicht. Und ich meine, es muss sich etwas ändern, sonst kollabiert das ganze System. So, aber es ist halt irgendwie nicht erst ein Problem, das wir seit 1,5 Jahren haben, seit Corona, sondern es war vorher schon gewesen. Aber wir kämpfen schon mega lange für bessere Arbeitsbedingungen und sind einfach noch nie wirklich ernst genommen worden in diesem Thema. Und ich denke, jetzt wäre es an der Zeit, wo alle auch handeln und ihren Teil dazu beitragen, dass das System aufrechterhalten werden kann in Zukunft.